Nach einer gefühlten Ewigkeit sind wir zurück in Hateno bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Und natürlich interessiert uns alle, was sich seit Breath of the Wild alles getan hat. Ich persönlich will aber vor allem erstmal gucken, was in unserem Haus passiert ist. Das war irgendwo hier hinten. Okay, Rückstände noch von früher. In Taburase, Nakala, wie der Traum vom einen Haus war. Waren Traumhäuser nach ihrem Geschmack, bauen im Dumpster. Mhm. Stimmt, aber die Dinger gab es damals ja auch schon hier. Wir erinnern uns. Doch, die gab es in Breath of the Wild ja auch schon. Man konnte damit auch noch nichts machen. Krass, dass man die nachher als Vorlage benutzt hat für quasi das eigene Traumhaus. Jetzt in dem Spiel. Die Kröte habe ich auch noch. So, und auch natürlich hier ist ein Brunnen, wie könnte anders sein. Komm, ich mach's wieder mal so. Müssen sowieso bald zurück nach Taburasa, damit ich mal von das Miasma-Schwert noch ablegen kann, ne? Das vom Phantomgarnen. Oh, der Kampf gegen Phantomgarnen, ne, der liegt mir noch mal in den Knochen immer so von wegen, wie soll ich mich bloß so dämlich angestellt, hey. Also, ich schwöre euch, ein Teil von mir war kurz davor zu sagen, komm, ich gehe nochmal zurück. Mach ihn platt. Also, viel hat nicht gefehlt, Freunde. Wenn wir ganz kurz noch hier anmerken. Da muss ich sagen, komm, also. Wir werden diese Dinge sich noch oft genug erleben und ganz ehrlich, selbst wenn wir jetzt keine Miasma-Hände mehr treffen sollten, Phantomgarn wird garantiert nochmal auftauchen. Beim besten Willen, ich kann mir vorstellen, dass das sein letzter Auftritt war. Der wird sonst noch in irgendeiner Form noch auftauchen. Ich meine, wir haben noch genug Bosse von dem her. Also sicher noch genug Tempel. Ob er dort noch auftreten wird, wer weiß. Schloss Hyrule könnte man durchaus vorstellen, als Vorgruppe von Ganondorf. Das sowieso. Aber Vorgruppe. Also. Ich könnte eigentlich auch das hier nehmen. Moment, das ist ein bisschen ungünstig. Die schmilzt tatsächlich. Okay, das ist ein bisschen zu realistisch, Freunde. Alter. Wenn Zelda-Spiele zu realistisch werden, wa? Früher immer so von wegen, oh, wenn das Spiel bloß realistischer wäre. Nicht so, oh, das Spiel ist nicht so realistisch. Oh, Kacke. So. Ein Goshin-Schild. Okay, nicht aber trotzdem gerne. Man, wir haben so viele Ritterschilde hier. Lecco mio. Wenn sie so einen Kanonenschild gegen Ganon nutzen können, ne? Gegen Phantomganon. Also, K-Kloin-Schild. Mein. Klar sieht doch cool aus, aber wir können Leuen überall wieder irgendwie angreifen. Komm. Mein Schildblock plus 8, das ist schon cool. Schade, er wollte gerade die Kamera zücken. Für was? Ah, sind Sulfurviecher, okay. Ist das zufälligerweise... Entschuldigung, Frosch. Nee, nicht ganz. Hä? Wo bin ich denn jetzt plötzlich gelandet?
Weil im Anfangsgebiet doch, nachdem wir einen Boden runtergefallen sind, gab es ja 2 Wege. Und im zweiten Weg aber gesehen, dass da so eine sprengbare Wand ist. Deswegen dachte ich, okay, das muss jetzt das hier sein. Das ist irgendwie doch nicht. Von der Blume. So. Alter, pro Schlag direkt ein Herz weg? Hä? Sehr, sehr normal. Was ist das gerade eben? Okay, creepy. Aber warte mal, ist ein Zweihänder. Doof. Doof, doof, doof. Hä? Moment. Ach, hier hat 2 Brunnen. Ja, leck mich am Arsch, ey. Ich habe mich schon gewundert von wegen, hey, wieso hat sie nochmal einen Brunnen? Das hat mich jetzt auch ein bisschen verwundert. Okay, ja, genau, alles klar. Das war irgendwie auch klar. Automatik? Nee. Die noch nicht. Was wurde nicht schwer, bald auch noch. Mal gucken. Das ganze Isenblatt ein bisschen verwirrend. So, warte mal, nochmal zurück. So, von hier irgendwo kam ich ja. Dann wird das irgendwo hier weggesprengt. War das schon hier? Ne, da war da vorne. Doch, hier. Ich versuche mal noch was anderes. Ah, Mann. Hä? Warum will der nicht? Muss man vielleicht ein bisschen schocken? Na gut, ist er eh tot. Sanshin Kurzschwert. Naja, gut, okay. Ein Hateno kann sie theoretisch schon relativ früh vom Spiel her. Das gehört ja zur Hauptstory. Also zur Story, besser gesagt. Und da ist eben noch so, wenn halt irgendetwas auf dem Weg von der Story her liegt und so, dann sind zum einen die Gegner eher noch ein bisschen schwächer und die Ausbeute eher noch ein bisschen geringer. Weitwurf. Während höhere Angriffskraft bei Überfällen als gewöhnliche Klingen. Das ist eigentlich nicht schlecht. Dann tue ich irgendwie auch fies, wa? Die pennt einfach nur und ich erledige sie direkt. Ernsthaft, von so einem Ding zerbricht er gleich. Obwohl, der hat ja schon ein paar Schläge von Phantomgun ausgehalten. Also insofern kann ich nicht meckern jetzt. Moment, jetzt habe ich einen Felsbrockenhammer. Den. Und den hier. Nehmen wir den hier, komm. Der hat auch ein bisschen weniger Power. So, darf ich vielleicht mal wissen, wo ich bin zum Teufel?
Was zum? Elegant ausgewichen, Respekt. Also einer von der Sorte, der wieder extra viel aushält, wa? Ja, der Move bringt nicht viel, Alter. Okay, so geht es natürlich auch. Moment, wohl das anderes eigentlich. Guter Wurf, Alter, guter Wurf. Aber nicht gut genug. Okay. Das Ding, da oben ist noch irgendwas, aber irgendwie auch nichts Spezielles. Und das hier. Ja, komm, ich will's ja. Hä? Es glänzt doch so. Extra langer Stock. Naja, ein bisschen sehr lange. Warum auch nicht? Das kann man ja machen. Also. Gut, die Ausbeute ist auch eher ein bisschen lame. Was erwarte ich noch anderes? Bombis! Und Bombi! Hinten noch jemand? Rostiger Zweihänder, jetzt bin ich eigentlich da voll, wa? Ist schon ein großes Ganze hier, muss ich zugeben. Immer wieder aufs Neue. Ich glaube, jetzt sind wir noch im Rückweg, ja. Fragen wir jetzt nur gerade, habe ich jetzt hier alles entdeckt, weil mir fehlt dann noch irgendwie so ein Haken. Von hier komme ich ja, muss alles entdeckt haben. Egal, egal. Wenn nicht, komme ich sicher wieder vorbei, also von dem her. Huch. Ja, so klappt natürlich nicht, Link. Nee, einen Haken beim Brunnen aber zwar noch nicht, aber hey, komm. Den holen wir auch noch. Ui, ist leider hier aber tief. Alter Schwede. Mega sehr tief. Ein einziger Tiefflieger. Guten Tag, wo unten hier? Asta ist bitte viel Fröschlein. Unsere Spezialitäten. Heiltomaten. Mhm. Okay. Machen wir. Heiltomaten. Ja, ein schöner Drache, aber das so tief liegt, krass. Huch.
Ah, da war dieser Kranz bei Kakariko zu, wa? Was das wohl sein soll? Werden wir alles noch entdecken, wenn die Zeit gekommen ist. So, Freunde, ihr seht schon, wir sind schon fast bei unserem alten Haus. Wir sind gar keiner drin. Ich glaube, im Breath of the Wild konnte man die Häuser gar nicht betreten, oder? Richtig erinnere. So, Freunde, unser altes Haus. Damals haben wir ja viel Geld investiert hier rein. Sehr, sehr viel. Vor allem, wenn es darum ging zu renovieren. Dies und jenes noch irgendwie reinzubauen. Dumpster und Co. hing irgendwie hier ab. Sieht noch genauso aus. Wir haben sogar einen Brunnen hier. Brunnen von Zelda. Zeldas? Die hat das Haus und Nagel gerissen? Das war mein Haus. Okay, das Teil ist hier neu. Der Anbau hier. Den gab es noch nicht. Hä? Hat jetzt sie wohnt hier oben? Wieso hat sie hier unten im Büro gehabt? Hä? Kinderzeichnungen oder was? Sie das Tagebuch lesen, machen wir zwar eigentlich nicht, aber machen es trotzdem. Die Verheerung ist zwar Geschichte, doch sie hat Narben hinterlassen. Der Wiederaufbau läuft, aber es gibt viele Probleme. Linkskleidung hat sehr gelitten. Sie hat dabei begleitet, die verschiedenen Regionen unter die Lupe zu nehmen. Ich möchte Abhilfe schaffen und habe jetzt ein neues Reckengewand für ihn anfertigen lassen. Das war ja eigentlich das, was wir zu Beginn des Spiels trugen, war, weil in Breath of the Wild hatten wir ein bisschen anderes. Hier hatten wir noch so eine Art Schulterpolster. Oder ist das noch mal Neues? Solange wir unsere Arbeit nicht beendet haben, verstecke ich das Gewand erst einmal im Thronsaal. Warte mal. Seit dem Ende von Breath of the Wild, wo jetzt ein paar Jahre seit hier bis zu Tears of the Kingdom vergangen sind, und wir in Zelda unterwegs waren, ganz Hyrule hier und da geguckt haben, ob es allen gut geht, etc., etc., waren wir also doch noch zurück im Schloss, oder Zelda war da zurück? Weil ganz ehrlich, so wie es eigentlich aussah zu Beginn des Spiels, dachte ich eigentlich von wegen, ja, das Schloss ist halt einfach verlassen. Da hat also keiner mehr darum gekümmert, weil es auch nicht so primär wichtig war, weil der König war eh tot. Zelda noch die einzige Überlebende vom Schloss her und so und ja, offenbar doch nicht, wa? Scheiße, Mann, jetzt gibt's dort auch. Ja gut, wir müssen bald ins Schloss. Müssen wir sowieso, Freunde. Weil ich die Hoffnung habe, dass der Hylia-Schild dort irgendwo ist. Jetzt wissen wir, dass Zelda dort auch noch unser neues Gewand versteckt hat. Und ich denke, bevor wir uns das Maßschwert zurückholen, ist das, glaube ich, eine gute Anlaufstation. Gewiss kommt außerdem niemand auf die Idee, dass die Feuerschalen der Schlüssel sind, um es zu finden. Oh, lass mich raten. Hä? Das ist ein Sidequest, neues Reckengewand, krass. Ich wollte gerade sagen, lass mich raten, ich muss irgendwie das Teil anzünden. Soll es im Thron ein neues Reckengewand verborgen sein. Zelda, Zelda, Zelda. Das ist, Die alte. Umso krasser ist sie, naja, weg ist. Nein, beziehungsweise, ja, war heißt weg, sie ist ja. So, dann war halt, ach was, also das Ding, ja. Sie wurde zum Drachen, wie wir mittlerweile wissen. Okay. Aber schön, dass wir hier noch irgendwie so einen Hinweis darauf finden. Ich meine, es gibt natürlich auch viele Leute, die vermutlich zu Beginn des Spiels direkt zum Schloss geflogen sind. Mit Ausdauertraining kommen sie da auch locker hin. Aber ich dachte irgendwie, vielleicht wird schon irgendwas zu früh getriggert und so auch storytechnisch und deswegen habe ich es eher noch sein lassen. Aber das neue Reckengewand, oh Mann. So, zu dem eigentlichen Ding hier. Auch das kennen wir noch soweit. Das Stahl, ja, ich glaube, ich kann damals sogar Pferde hier lassen. Willst du meinen Freund? Ah, den gibt es ja auch wieder.
Das ist eine dritte, die mir mittlerweile begegnet auf dem Weg nach Atheno. Und wo ist er? Ja, komm, ich bin heute gut drauf. So viel Batterie haben wir gerade noch. Ah, das ruckelt, warum? Okay. Leg mal schneller. Dankeschön. Danke, Mann, du hast meinen besten Freund hergebracht. Ja, ich weiß. Mach doch gerne. Na, ihr Süßis. So, wir sind ein bisschen weiter oben, wa? Ich könnte es eigentlich umgekehrt machen, wa? Dass ich zum Athen-Institut fliege und von dort nachher zurücklatsche. Wäre auch mal was. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich natürlich mal hier noch ein bisschen umgucken. Hier oben war irgendeine Quest damals, aber ich weiß es nicht mehr, was damit auf sich hatte. Ich weiß es beim besten Willen nicht mehr, aber es war irgendwas Spezielles, glaube ich. Oh, hallo. Okay. Das heißt, dort überall sollen diese Dinger sein. Die Mayo Sigma Dingsbums. Ich markiere den jetzt mal nicht, weil ich glaube, wenn ich einfach mal drauf gucke, soll es reichen. Als auch noch einer. Allein deswegen, weil sie aufnehmen. Also indem er. Da hinten auch noch. Wir werden sehen, Freunde, wir werden sehen. Na gut, jetzt haben wir natürlich gerade alle an, wa? Ja, das sind viele. Das Vieh war sogar damals auch hier. Das war doch irgendwie damals die Challenge in Breath of the Wild, dass man das Vieh irgendwie reiten konnte. Also versuchen konnte zumindest. Ja, es wurde zurück. Haben da Tore in ihrer Nähe gesehen werden sein soll. Mhm. Ein Tier. Ja, so ungefähr. Also das hätten wir so weiter getan. Wo ist mein Bike hin? Also, hier ist er. Interessanter Ausflug zurück an die Spitze. Sturzflug!
So. Jetzt aber einfach mal wissen, ne? Was geht eigentlich hier drin ab? Hä? Was hat sich hier seitdem getan? Sieht gemütlicher aus, tatsächlich. Das goldene Pferd von Zelda. Mhm. Total ein paar seltsame Bilder. Ah, hier nochmal ein Tagebuch. Nach der Verheerung reiste durch Hyrule, um herauszufinden, wie ich am besten beim Wiederaufbau helfen könnte. Ich sah zerstörte Gebäude und verlorene Städte. Der Schaden war noch weitaus schlimmer als befürchtet. Als ich den Leuten zusah und ihnen zuhörte, wurde mir schnell eine Sache klar. Ihr Lebensmut war ungebrochen. Das größte Gut Hyrules waren seine Bewohner mit ihren eisernen Willen. Es wurde mir durch meine Reise wieder meine Aufgabe bewusst, die Einwohner von Hyrule zu schützen. Im Zuge des Wiederaufbaus in Hyrule bauten wir eine Schule in Hateno. Es ist die größte Siedlung in Hyrule mit weitem, fruchtbaren Land. Und da dort so viele Kinder wohnen, bot sich Hateno für eine Schule an. Als Lehrer konnte ich Symin vom Forschungsinstitut gewinnen. Ich versuche mich gerade zu erinnern, irgendwie habe ich es gar nicht mehr im Kopf. Er ist seit Jahr und Tag pures Assistent und als solcher sicher gut geeignet. Wie Kindern kennt er sich aus. Ich kann dem Unterricht einige Zeit beiwohnen und mir selbst ein Bild davon und von den Schülern machen. Den Bau der Schule gab ich bei Herrn Lander in Auftrag. Architekten von Dumster, vom Bauunternehmen Dumster. Schien sehr zu bewegen, da dies sein letzter großer Auftrag in Hateno zu einer Reise aufbricht. Ich ließ ihn einen geheimen Raum auf meinem Grundstück bauen, von dem sonst niemand etwas weiß. Vor allem von ihrem Grundstück. Ist eigentlich unser Haus. Das ist düster, aber Temperatur und Luftfeuchtigkeit sind in keinen großen Änderungen unterworfen. Ich finde es sehr angenehm, mich dort aufzuhalten. Kaum hatte das Schulprojekt angefangen, standen wir auch schon vor dem ersten schwierigen Problem. Uns fehlen qualifizierte Lehrer. Mhm. Ja, wie im Real Life, nichts Neues. Also ich muss zugeben, es sieht schon ansehnlicher aus als zu meiner Zeit hier. Trotzdem würde mich halt interessieren, wieso Link das Haus einfach abgegeben hat. Oder aufgegeben hat, oder übertragen hat, besser gesagt. Hä? Aber gut, wenn es natürlich hier war in der Schule und so weiter und so fort, vielleicht gesagt, hey komm Zelda, bleib doch gerade hier. Dann hat vielleicht irgendwie ihr anbieten wollen, hey komm, wir können doch zusammen wohnen, und Zelda hat es irgendwie missinterpretiert. Hat es einfach unter den Nagel gerissen. So, darf der Kürbis eigentlich haben? Du wärst Bürgermeister, was war in dieser Mode? Ich weiß, es kam entweder wegen des Gemüses nach Athen oder wegen dieser albernen Klamotten von Sagono. Gut, nehmen die mal mit, ha? Okay, ich kauf die halt. Vielleicht können wir den Typen ja auch betäuben mit irgendeiner Waffe oder so und dann sich das Ding krallen. Aber nein, das sehen wir natürlich nicht. Vielleicht nicht. So. Ein Topfdeckel als Schild. Mhm. Okay. Aktuell niemand zu Hause. Was sind sie in der Schule? Also diese Anbauten hier, diese Schuppen, die sind irgendwie neu. Aber ich nicht darin, dass es die im Original, also im Original sage ich schon, dass die bei Breath of the Wild auch schon gab. Was machst du hier? Das ist wirklich attraktiv. Was? Ein Ei. Ei, 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 ei. Ich kann nicht. Du. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Und das bringt nichts.
Okay, schade. Dabei gibt es noch irgendwas anderes. Hühner. Hühner. Aber ich muss mal ganz kurz die Waffe nochmal wechseln. Es stört mich sonst zu sehr. Okay. Wie gewohnt sind die Häuser hier von NPCs einigermaßen gleich aufgebaut. Das stört mich nicht weiter. Das ist mir eine Erkenntnis. Ein Besen als Waffe. Mhm. Ne, so verzweifelt sind wir noch nicht, Link. Übrigens oben ist gerade ein Brunnen, sehe ich. Das ist hier der Westbrunnen. Ah, okay. Da waren wir auch schon. Ist eigentlich schön weitläufig hier. Das gefällt. So. Vogelscheuer, das wird immerhin noch Queen of Time. Als Fail kann man es wahrlich noch nicht bezeichnen. Soll noch etwas daran arbeiten. Ja, ja, ja. Was macht ein Reisen an so einem Ort? Das ist das Feld der Schule in Hateno. Zumindest ein Stückchen Land, das für das Feld genutzt wurde. Wie das urbar wird. Okay. Heißt, müssen wir etwas Spezielles machen? Müssen wir einfach abwarten? Also halt auch, bis wir wieder einen gewissen Story-Progress haben, oder wie läuft das hier? Wie schön alles ist, ja. Wenn ich was erwischen würde hier, wäre es noch schöner. Okay, wie gewohnt gehen wir natürlich Schritt für Schritt vor. Wenn man jetzt hier irgendwie erstmal schräg rechts abgebogen ist, gehen wir hier durch. Immer herein spaziert. Mistral und so. Ah, da gibt's auch noch. Aber der ist neu. Ach, das ist das. Okay. Den Klamottenladen. Was stand denn bei Breath of the Wild hier? Ich weiß es gar nicht mehr. Den Krämerladen kann ich mich noch erinnern. Aber ich finde es schön, man sieht es gerade hier am Beispiel von Hateno sehr gut, dass sich halt doch ein bisschen was verändert hat, ein bisschen mehr aufgebaut ist, als noch in Breath of the Wild. Natürlich noch nicht alles, ist klar, aber meine Menschen hier haben gerade andere Sorgen. Die Einwohner besser gesagt. So, was haben wir Schönes? Hyrule-Reis. Ohne Reis kein Preis. Ohne Reis kein ohne Fleiß kein... Ist ja egal. Ja, ich hätte einfach gerne ein bisschen was. Habe Tomaten, aber genug. Spurkarotten, dann nehmen wir auch noch gerne. Teuer, alter Schwede. Okay, der wohnt in meinem Laden, warum auch nicht? Lecker Ziegenbutter. Rüstung, Hyrule-Pilz brauchen wir keinen, aber noch genug, obwohl. So 2 Rüstungskürbisse, wa? Ja, vom Feld hat es mehr. Noch 3 Stück, egal. So. Du hast ja noch ein paar Eier hier. Frische Eier von Herrn Meier. Ho, ha. So. Ich will verkaufen. Mal gucken. Mal ganz kurz noch was zeigen. Ne? Genau, hier gefundenes Luxuswild. Dass es im Prinzip pro Stück schon mal 40 gibt, dass man damit verkaufen kann. Und ich finde, wenn man das irgendwie jetzt mal auf eine vernünftige Art und Weise gerade duplizieren könnte, ist das sehr, sehr viel. Nochmal so viel dazu. Okay, jetzt kommen wir zu anderen Dingern hier. Jetzt haben wir da einen Diamanten mehr. Waren noch relativ viele Diamanten für Ding, war? Für die eine Quest von Theba. Muss um diesen Bogen gehen, den er für uns craften will. Jetzt da eher ein bisschen zurückhaltend, wenn ich da daran denke, ja, wir können es verkaufen.
Bernstein. Ja, so viel bringt jetzt auch gerade auf Anhieb nicht. Wobei. Tausche natürlich auch gerne, wa? Wie gesagt, mir fehlt ihm noch eine Sortierfunktion nach Preis. Das wäre ihm noch ganz geil. So, schon mal 3000. Ist doch gar nicht mal so übel. Ansonsten, was haben wir noch irgendetwas, was wir teuer verkaufen könnten? Ja, das Ding natürlich, ist klar. Große Nanium ist irgendwie auch nicht viel wert. Naja, muss ich wieder farmen gehen. Das Nanium. Okay, okay. Machen wir mit dem Krämerladen mal. Dann gucken wir mal gegenüber. Was ein weiter Weg? Was? Also, was ist hier los? Wieso ist diese lange Warteschleife? Schlange. 3 Kunden auf einmal kann ich nicht reinlassen. Das will ich überhört haben, ja? In diesem Dorf gibt es auch eine Färberei. Mit einem Besuch da können wir etwas Zeit totschlagen. Färberei? Das Bauernhof ist ein Institut, in dem alte Dinge erforscht werden. Ja. Das Hateno-Institut. Du. Wir haben sie aufgegeben. Oh, tut mir leid, dass sie warten mussten. Sind auch eine neue Kollektion der großen von Sagona zu sehen? Cool. Das ist natürlich praktisch, dass er einfach rein kann. Was ist mit dem los? Spioniert er so? Feuer der Liebe, ich wünsche sie bliebe, die Liebe. Bitte hör auf. Ifi? Fräulein. Also ich mal eine Frage. Was würde gefallen? Oh, um Gottes Willen, ey. Jetzt müssen wir wieder mal Kuppler spielen. Hatten wir das nicht schon mal im Vorgänger? War mir so. Das ist, ich habe gerade ein ganz dämliches Déjà-vu. Ja, ich suche sich nicht 100 Spurkröten, bist du wahnsinnig. Soll mal schön selber machen. Ja, 100 Spurkröten, mach schon. Ey, es geht um 100 Stück. Warte mal. Und ich hoffe, dass er gerade sich alles krallt, hä? Deswegen muss ich erstmal gucken. Habe ich mehr als 10? Ja, okay, gut. 10 kann er von mir aus haben. Okay. Mhm. Ist gar keine Episode, war es nur eine Nebenquest. War's das schon? Ja. Ich will meinen Touristen Verdächtigen an. Mhm. Ach, Bild hübsch ist. Ganz okay. Ja, die Seite wäre sehr wohl gelöst. Na Gott sei Dank, hätte echt keinen Bock gehabt, 100 Spurkröten zu suchen. Ich hätte die dann doch irgendwie lieber duplizieren wollen, aber das halt mit lebenden Dingern ist immer ein bisschen schwierig.
denn das hier? Kein Zutritt. Aha. Verzeihung? Ich kann mir einfach nicht daran satt sehen. Ein Meisterwerk, wie es im Buche steht. Mittlerweile weltberühmt, hä? Das steht nicht nichts damit zu tun. Die Boutique Zephyr ist der einzige Wein, der die Marke Sagono verkauft wird und... Naja. Eine bescheidene Designerin. Kann mir kaum vorstellen, dass... Naja, für Mode in ganz Hyrule irgendwie so ein großer Bedarf ist. Aber andererseits, warum eigentlich nicht? Weniger als der Sagono Deluxe. Gott, sieht der hässlich aus. Die elegante Form ist exzentrische Farben. Perfekt, nicht wahr? Klar. Dieses Werk ist so einzigartig, es ist unmöglich, einen Preis dafür zu bestimmen. Er steht nicht zum Verkauf. Beschlossen, es jemanden zu schenken, der sich als würdiger erweist. Ach nee. Ich habe gar keinen Bock, das Ding zu gewinnen. Die würdigsten Personen in Hyrules modischster Stadt. Was soll das mit Hyrules modischer Stadt? Ich habe eigentlich nie gewollt, dass die Stadt zum Modezentrum wird. Oh, sieh mal einer an, Herr Bürgermeister. Es tut mir leid, ich wollte den Eingang aufhalten, aber er hat sich einfach vorbeigedrängelt. Sagono, hör bitte damit auf, das gesamte Dorf mit deinen Kreationen zu verschandeln. Dir ist vielleicht nicht bewusst, aber Schlaf ist auch für Gemüse sehr wichtig. Was deinwegen ist es jetzt auch nachts taghell und das Gemüse wächst kaum noch. Ja, nun reg dich doch nicht so auf, Liebes. Was, wieso Liebes? Eher lieber. Es gibt im Dorf ja durchaus auch Befürworter von Sagonos Stil. Und jetzt haben wir den Salat, beziehungsweise die Pilze überall. Jetzt will er das Dorf vor Pilzen beschützen? Und vor wem? Ja, vor Pilzen, sagt er ja. Besuchen aus aller Welt, vor zahlungskräftigen Touristen, vor Erfolg und Wohlstand? Wir haben noch nie Touristen gebraucht und brauchen sie auch jetzt nicht. Atheno steht für Ruhe, Frieden und Gemüse. Wir leben hier vegan, verstanden? Darüber sollen die Bewohner entscheiden, nicht du allein. Avantgarde-Schöpfungen oder die provinzielle Werte des Bürgermeisters. Wir sollen selbst entscheiden, welche Richtung es mit dem Dorf gehen soll. In einer Bürgermeisterwahl. Jetzt sag mir nicht, dass er dafür sorgen muss, dass sie gewinnt, damit wir ihren hässlichen Kopfschmuck bekommen. Ich meine, sorry, wenn es darum geht, dann sorge ich aber mit Ach und Krach dafür, dass sie verliert. Aber sowas von. Eine Bürgermeisterwahl, das ist doch wohl eine Frechheit. Finde ich auch. Und deswegen würde ich mal sagen, diese Bürgermeisterwahl schauen wir uns in der nächsten Folge genauer an. Zurück bei Tears of the Kingdom in Hateno. Und zur Färberei will ich auch noch gehen, weil ich glaube, da können wir auch unsere gesamten Stoffe irgendwie einsetzen. Ich will mal gucken, ob wir irgendwie unsere Rüstung herumfärben können. Wäre irgendwie ganz cool, oder? Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.